Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, ihr seht schon, der Champions League Pokal ist hier im Hintergrund. Es geht natürlich um die Champions League Auslosung. Und bevor wir da mal reinschauen, welche Gegner wir haben, was ich dazu zu sagen habe. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal, gebt dem Video einen Daumen, schreibt einen Kommentar, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Gut, Champions League Auslosung. Ich gehe es mal kurz durch, ich lese mal kurz die Stimmen vor, was unsere Offiziellen so geäußert haben, und dann gehen wir mal rein. Also, der FC Bayern trifft in der Ligaphase Champions League auf Chelsea, Paris, Club Brügge, Arsenal, Lissabon, Eindhoven, Royal Union San Gilosi, keine Ahnung, ich spreche es mit Sicherheit verkehrt aus, ich kann kein Französisch, und Rafos FC. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Die Fans können sich auf einen spannenden Wettbewerb ohne Anlaufphase, viele magische Nächte mit internationalem Spitzenfußball freuen, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen. Wir freuen uns sehr auf die Herausforderung und werden in jedem Spiel alles abrufen, um unsere Ziele zu erreichen. Der Sportvorstand Max Eber, Kapitän Manuel Neuer, meinte, es ist immer besonders, gegen die besten Mannschaften zu spielen. Gut, Jan-Christian Dresen. Wir blicken gespannt auf die Champions League-Saison mit einer stark besetzten Vorrunde für den FC Bayern. Der neue Modus hat sich bewährt. Jedes Spiel zählt. Die Spannung hält bis zur letzten Sekunde des letzten Spieltags. Die Fans können sich auf einen spannenden Wettbewerb ohne Anlaufphase und viele magische Nächte mit internationalem Spitzenfußball freuen. Bereits in der Vorrunde werden unter anderem Partien wie FC Bayern gegen den Titelverteidiger Paris oder den Club-WM-Sieger Chelsea für viel Gesprächsstoff und viele Emotionen sorgen. Ja, vergesst man nicht Arsenal. Ja. Max Eberl, der FC Bayern unter anderem gegen Paris, Chelsea und Arsenal, da steckt viel drin. Das sind echte Highlights für jeden Fan. Solche Begegnungen haben alles, was Fußball ausmacht. Dazu geht es gegen weitere Traditionsclubs wie Sporting Lissabon und Eindhoven. Sowie neue Gegner wie Royal Union, San Gilosi und Rafos FC, die neue Geschichte versprechen. Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung und werden in jedem Spiel alles abrufen, um unsere Ziele zu erreichen. Manuel Neuer. Chelsea ist immer ein starker Gegner. Sie haben gerade die Club-WM gewonnen. PSG kennen wir aus vielen Begegnungen. Es ist immer besonders, gegen die besten Mannschaften zu spielen. Brügge ist ohne Probleme durch die Qualifikation gekommen. Unser Trainer ist prädestiniert, uns auf diesen Gegner und San Gilos vorzubereiten. Also der Spiel stark, da brauchen wir ein gutes Positionsspiel und müssen mit Ball mutig sein. Gegen Sporting haben wir noch nicht so häufig gespielt. Eindhoven ist Meister in den Niederlanden und hat immer wieder deutsche Spieler wie jetzt Paul Wanner in seinen Reihen. San Gilosi und Rafos sind zum ersten Mal dabei. Es wird wichtig sein, dass wir diese Mannschaften nicht unterschätzen. Ja, das hat der DFB-Pokal ja schon gezeigt. Man sollte kein Team unterschätzen. Ich habe es ja schon gesagt in dem einen oder anderen Video. Wir werden da kommenden Montag 18 Uhr live auf Twitch. Auch noch machen wir ein bisschen quatschen, auch über die Champions League Auslosung und wie die Chancen so stehen in der Champions League. Wenn man das Spiel gegen Leipzig nimmt, würde man sagen, ja, alles gut, ja, haben wir schon gute Chancen weiterzukommen. Wenn man das Spiel gegen Wien Wiesbaden sieht, dann sagt man, ach du grüne Neune. Ja, ja, also da muss man nicht darüber nachdenken, dass man in der Champions League groß was reißt. Also, ich denke, vorne sind wir gut besetzt, wenn wir nicht irgendwie 2, 3 Ausfälle haben. Dasselbe gilt aber auch für hinten. Ne? Ich meine, wir haben hinten genug Alternativen, aber das, was da gerade spielt, man hat es dann gegen Wiesbaden gesehen. Alto Belli. Ja? Also wir haben keine richtigen Rechtsverteidiger, wir haben keinen richtigen Linksverteidiger. Ja, Opa und Tar ist ein gutes Innenverteidiger-Duo. Minje war dann schon wieder schwierig gegen Wiesbaden. Ja. Also auch da, wenn da 1, 2 mal ausfallen sollten oder keine gute Form haben, boah, dann wird es schwer. Ja. Wenn wir dann sehen, dass wir mit Chelsea, wo Chelsea kann ich schwer einschätzen, muss man mal sehen. Aber gerade Paris, ich glaube, Paris hat jetzt nicht viele neue Spieler oder viele Abgänge zu verzeichnen. Die sind eingespielt aus der letzten Saison. Die haben eine super starke Mannschaft. Das wird ein richtig schwieriges Spiel. Arsenal wird auch ein super schwieriges Spiel. Ja, vor allen Dingen, weil wir. Warte mal, wo sehen wir das denn? Weil wir gegen die alle auswärts spielen, ne? Lass mich mal eben gucken, ob ich das finde. Finde ich hier natürlich nicht, aber ich finde es. So, da ist er wieder. Also, wir treffen zu Hause auf Chelsea. Ja, gut, wir sind im Europapokal heimstark, da wollen wir nicht drüber reden. Ne?
Also denke ich mal, ist das auf jeden Fall machbar oder auf jeden Fall ein Unentschieden, aber normalerweise, ja. Wie gesagt, bei uns wird es ganz, ganz viel darauf ankommen, welche Spieler fit sind und welche nicht. So wie auswärts auf PSG und Arsenal, das wären zwei super schwierige Spiele. Ähm, wir waren letzte Saison auswärts schon nicht gut in der Champions League. Also, wenn man da ansatzweise realistisch ist, ja, wird schwer. Ja. Brügge spielen mit zu Hause, sollte machbar sein, genau wie Sporting spielen mit zu Hause, sollte auch machbar sein. Eindhoven spielen wir auswärts. Auf dem Papier sollte das machbar sein, aber wir haben letztes Jahr gesehen, wie es ist, wenn man nicht bei 100% ist. Von daher mal abwarten. Dann haben wir San Jose zu Hause und Paphos FC auswärts. Ja, keine Ahnung. Paphos FC ist ein zyprischer Verein. Ja, ähm, ich weiß nicht, was war's? Du musst mindestens 6 Siege haben oder was für die ersten 8. Ja, wenn wir Paphos nehmen, wenn wir San Jose nehmen, also Sporting und Brügge zu Hause musst du auch schlagen. Punkt. Ja, also schon mal 4 Siege. Ähm, Chelsea zu Hause muss auch möglich sein, auch wenn es schwierig ist. Ja, muss man mal abwarten. Dann hast du Eindhoven auswärts. Auch das musst du eigentlich schlagen. Aber was heißt eigentlich? Ne? Also, ich weiß nicht, wie stabil wir sind. Es wird wahrscheinlich auch drauf ankommen, wann die Spiele sind. Ja, sagen wir es mal so. Das ist eine interessante Geschichte mit Chelsea, PSG, Arsenal. Das werden 3 richtig geile Spiele. Ähm, Club Brügge sollte man auch nicht unterschätzen, genau wie Sporting. Spielen wir aber zu Hause. Freue ich mich drauf. Eindhoven auswärts ist auch ein cooles Los. Und die anderen beiden, keine Ahnung, kann ich gar nichts zu sagen. Aber wie es da der Neuer schon sagte, sollte man mit Sicherheit auch nicht unterschätzen. Ja, vor allen Dingen, weil wir haben es letztes Jahr gesehen, ähm, jeder Punkt zählt. Ja, jeder Punkt zählt in dieser Champions League. Ähm, Vorrunde, Gruppenphase, wie auch immer ihr dann den Bums nennen wollt. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ja, wenn wir verletzungsfrei bleiben, wenn unsere Spieler zurückkommen mit Musiala und Davis, ähm, wenn dann vielleicht endlich mal ein Stanisic ein Rechtsverteidiger sein darf bei uns und wir endlich mal einen richtigen Rechtsverteidiger haben und der sich auch mal einspielen kann mit Michael Olisse und alles fit bleibt, ich denke, dann haben wir eine sehr, sehr gute erste Elf. Also wir haben jetzt schon eine gute erste Elf, ja, obwohl ich bei der Außenverteidigung skeptisch bin. Ja, man wird es dann sehen, wie weit es reicht. Ja, also erstmal müssen wir abwarten, ob vielleicht noch die eine oder andere Verstärkung ausgeliehen wird, weil wir dürfen ja nur leihen. Ähm, aber ansonsten, ja, die zweite Garde, ich denke mal, das hat Wien Wiesbaden gezeigt, gerade in der Defensive, ist schwierig. Also Boe hat gezeigt, dass das also gerade absolut nicht Bayern-tauglich ist. Guerrero hat gezeigt, dass es nicht Bayern-tauglich ist. Minje hat auch gezeigt, dass es sehr schwierig ist. Ähm, Wie gesagt, ich mache mir da eher Sorgen in der Abwehrreihe wie eins davor, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass auch gegen Wien Wiesbaden mal wieder kein defensives Mittelfeld vorhanden war. Ähm, Wenn ich das dann denke gegen Chelsea, PSG, Arsenal, selbst wahrscheinlich gegen Brügge oder sowas oder Sporting, die konterstark sind und so weiter. Wir haben die Spieler, die das eigentlich können. Die Frage ist, ja, ob es dann angepasst wird oder ich weiß es nicht. Aber das geht zu weit ins Detail rein, da werden wir mal Montag im Stream ein bisschen drüber quatschen, denke ich. Weil auch das ist mal wieder, ja, ich meine, Tuchel hat das Ding aufgemacht, aber das ist immer noch eine Diskussion, die einfach da ist. Ne? Wien Wiesbaden hat es wieder gezeigt. Also, keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich die Saison über das eine oder andere Mal über diese Position sprechen. Aber gut, so ist es. Das sind unsere Gegner in der Champions League. Kommen wir unter die ersten 8? Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wichtig wäre erstmal unsere Auswärtsschwäche abzulegen, die wir letzte Saison an den Tag gelegt haben. Aber generell waren wir letzte Saison nicht wirklich stark in der Champions League. Ja, wir hatten 2, 3 gute Spiele, ansonsten war es viel Mittelmaß. Ähm,
Der ganz große Druck ist weg. Es gibt kein Finale daheim. Was erwarte ich persönlich? Also ich erwarte keine Überdinge von dieser Mannschaft in der Champions League, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, alles ist möglich, wenn alle Spieler fit sind und alle Spieler eine gute Form haben. Da brauchen wir uns vor keiner Mannschaft dieser Welt verstecken. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber das ist es aktuell nicht. Und ich weiß nicht, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt noch für irgendeinen Gegner super überraschenden Fußball spielen. So. Wir spielen 1:1 denselben Stiefel, den wir letztes Jahr gespielt haben, den werden wir dieses Jahr wieder spielen. Wir werden 1:1 dasselbe System spielen. Ich kann nur hoffen, dass wir diese Saison ein bisschen variabler werden. Ansonsten werden wir viele, viele Probleme bekommen. Ja. Weil natürlich weiß man, wie man gegen den FC Bayern zu spielen hat. Ja, richtig, die individuelle Qualität oder die individuelle Qualität als Mannschaft setzt sich dann natürlich durch. Das hat Leipzig gezeigt. Ja. Ähm, logisch, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir ein Rätsel sind oder dass man sagt, oh, ich weiß nicht, wie der FC Bayern agieren wird. Nee, wir werden immer gleich agieren. Das ist auch gut so, gerade gegen Mannschaften, die vielleicht einen Tacken schlechter sind. Aber man hat es dann auch gesehen, ja, dass wir in Wiesbaden das Ding einfach, also ich meine, was haben die gemacht? So, die standen hinten drin und haben auf Konter gesetzt. So, und die haben uns dann teilweise so wehgetan. Also, das darf natürlich nicht passieren. Ja. Das sind natürlich aus mehreren Sachen bedingt, aber wie gesagt, ich schweife schon wieder ab. Wir machen das Video hier mal zu, wir machen das mal rund. Also, das sind unsere Gegner in der Champions League. Gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Also, ich denke, Chelsea zu Hause musst du mindestens unentschieden spielen. Eigentlich musst du es gewinnen. Wir sind heimstark. Da musst du Brügge, Sporting und Gedose zu Hause musst du schlagen. So, das sind 3 Siege. Paphos auswärts, ich weiß nicht, über was wir reden. Ja, das ist ein zyprischer Verein. Nichts gegen diesen Verein. Musst du schlagen. Punkt des Champions League sind 4 Siege. Ähm, Eindhoven auswärts. Ja, müsstest du mindestens einen Punkt holen. Eigentlich musst du sie auch schlagen, wenn wir über die ersten 8 reden wollen. Ja. Aber bleiben wir mal ein bisschen verhalten. Heißt auch ein Punkt, genauso wie gegen Chelsea. Dann hast du 4 Siege, 2 Unentschieden. Dann spielst du auswärts bei PSG und Arsenal. Keine Ahnung. Ich denke, auswärts bei PSG wird schwer werden. Da rechne ich nicht mit einem Punkt. Und bei Arsenal weiß ich nicht. Auch schwierig. Ja, ich meine, gut, vielleicht holen wir gegen PSG und Arsenal nochmal 2 Unentschieden. Dann wird es wahrscheinlich trotzdem nicht für die ersten 8 reichen. So, aber es reicht natürlich unter den ersten, was ist es? 24, 16, was weiß ich da. 16, ne? Dann spielst du keine. Ach, was weiß ich. Der komische Modus da mit einer Tabelle da. Also wir werden natürlich die Vorrunde überstehen, so, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, natürlich sind das 3 starke Gegner. Dann haben wir mit Brügge, Sporting, Eindhoven 3, die gutes Niveau haben und dann hast du 2, die völlig unbeschriebenes Blatt sind. Also da musst du auf jeden Fall in die nächste Runde einziehen. Ob mit 2 Extraspielen oder nicht, werden wir sehen. Und danach geht es dann von Gegner zu Gegner. Ja, wir haben es letztes Jahr gesehen. Wie gesagt, bei uns wird viel davon abhängen, wie fit der Kader ist, aber auch, wie kommt ein Musiala zurück, wie kommt ein Davis zurück, wie geht es auch mit dem Ito? Ich meine, der war noch gar kein Faktor, kann aber ein Riesenfaktor werden, weil er ein bisschen defensiverer ist. Und vielleicht muss es sogar so kommen oder wird es so kommen, dass Fonsi sogar eine Position nach vorne rückt. Ja, vielleicht ist das sogar der Plan als Alternative für unsere Außenbahn, da wir da jetzt nicht so die Breite haben. Auch das wird man alles sehen. Das wird alles interessant in dieser Saison werden. Aber ja, wie gesagt, also diese Vorrunde oder Gruppenphase, wie auch immer wir den Bums jetzt nennen, musst du weiterkommen, Feierabend. Ja, unter die ersten 8, ja, maybe, vielleicht, ich weiß es nicht. Kann man ganz, ganz schwer einschätzen mit diesem neuen Modus. Dafür musst du schon ja, Chelsea zu Hause schlagen und wirst sehr wahrscheinlich PSG oder Arsenal auswärts schlagen müssen und den Rest halt auch gewinnen, ne? Damit du unter die ersten 8 kommst. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch diesmal alles ein bisschen anders, vielleicht ist es ein bisschen
ausgeglichener. Vielleicht gibt es nicht wieder so ein Barcelona oder so ein Liverpool, die in der Vorrunde da durchmarschieren. Das ist ja das Interessante daran. Wir werden es sehen. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Das ist so eine kleine erste Einschätzung zur Auslosung der Champions League. Und wir werden das mal im Stream am Montag ein bisschen vertiefen. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.